Der Till tut jetzt statt den Joschi für Geld die neuen Sachen ausprobieren. Aber schon beim ersten Mal ruiniert er der Tina sein Spiegel. Und drum tauscht dann gegen einen neuen aus. Der Hubert und der Josef möchten einen Gregor pflanzen und reden ihm ein, dass sie am Haar ausgingen und dass er sich deswegen einen Topfer einschmieren sollte. Der ist ja so blöd, dass er da drauf reinfällt und das wirklich tut. Vor dass der Joschi aus Lansing verschwindet, wird er von seinen Leuten nur mal richtig gepflanzt und danach ordentlich gefeiert. Beim Wirt bleibt er ganz übrig und auf die spekuliert er auf der einen Seite das Hummel mit seinen Alten und auf der anderen der Hubert mit seiner Alten. Am Schluss wird's nachher vom Hummel braun und von alle vier miteinander gegessen. Der Flori schlagt Lansing auf, damit dass er auf den Michi seine Rahlwerkstatt aufschauen kann. Der Gregor bildet sich ein, dass die Uri einen heimlichen Gspusi hat. Dabei hat ihm aber die grad gepflanzt. Der Rolli muss gleich wieder zurück zu seiner Mutter nach Malle. Und drum schaut der Karl samt seine weichen Ohrwascheln, dass er ihm mit seiner preußischen Gspusi möglichst oft allein lässt, damit sie mehr Zeit haben miteinander. Der Pfarrer sollte aus dem Wirtshaus ausziehen und eine Dienstwohnung in Bayerkofen annehmen. Er mag aber nicht und bleibt Lansing. Auf Silvester wird er auch wieder gut mit der Tina. Der Till hätte auf Silvester gern eine Raketen, wo als Feuerwerk in die Luft fliegt. Das ist aber nicht erlaubt und drum baut er aus Holz und Papier eine riesengroße Laterne, wo er nieder seine Winch aufkritzeln darf und bei der Mitternacht wird's nachher verbrennt.